Salut zusammen! Seit dem letzten Mal, dass ich eure Fragen beantwortet habe, ist es jetzt doch schon mehr als ein Jahr her und darum habe ich gedacht, mache ich das jetzt wieder einmal. Ich sitze hier im wunderschönen Solothurn, ich besuche mal wieder den Lukas. Ihr kennt den ja falls nicht, ist ja unten verlinkt, es lohnt sich sehr, ihn abzuchecken. Und der Lukas hat sich ein paar Fragen rausgesucht, ich habe sie schon ein bisschen angeschaut, aber noch nicht wirklich mir grosse Gedanken dazu gemacht. Das heisst, ich werde sie eigentlich jetzt ad hoc beantworten. Und Lukas, danke schön vielmals, dass du dir die Nachmittag bzw. die Morgen opferst für das. Und ich würde sagen, dann fangen wir gerade an. Der Android Diary Vlogs wird fragen, ob er das Video anfangen und wenn ja, dann alle miteinander und wünschen euch noch viel Spaß mit dem Video und merci dafür, Lionel. Gut, dann haben wir den Programmpunkt abgehakt. Ja, jetzt kommen wir glaube ich zu der richtigen Frage. Genau. Blerta LA wird wissen, ob du praktizierender Jude bist, 100% Schweizer und wenn du praktizierender Jude bist, ob du zum Judentum bist konvertiert oder ob du schon immer bist Jude gewesen. Ich war schon immer Jude. Ich bin aber nicht wirklich praktizierend. Also ich esse kein Schweinefleisch, aber das ist es dann eigentlich auch. Ja, ich bin 100% Schweizer. Also meine Eltern sind beide als Schweizer auf die Welt gekommen. Meine Großeltern nicht alle, aber ich bin 100% Schweizer, wenn man das so sagen möchte. Die nächste Frage ist vom Ash April. Was sind deine Ziele für YouTube? Mein primäres Ziel ist einfach grösser zu werden, zu wachsen. Ich habe jetzt zum Beispiel das Ziel eher ausgelegt auf Facebook, weil dort momentan bei mir es einfach überhaupt nicht läuft. Ich weiß nicht, an was es liegt, aber seit dem neuesten Facebook-Update läuft es bei mega vielen Creators gar nicht. Das ist ein bisschen ein Problem. Ich probiere das Problem in den Griff zu bekommen. Auf YouTube läuft es momentan wieder sehr gut, aber ich möchte natürlich schon wachsen. Ich möchte mein Format weiterentwickeln und ich möchte auch einfach mir quasi eine so grosse Zuschauerbasis erschaffen, dass ich auch mal die Plattform ändern könnte, falls jetzt etwas mit YouTube nicht mehr in Ordnung wäre. Official Niki fragt, Noelia oder Gabirano? Beide sind, wenn man sie persönlich kennt, wunderbare Menschen. Also auf persönlicher Ebene kann ich mich nicht entscheiden. Jetzt von den Videos her muss ich sagen, einfach weil der Gabirano noch ein bisschen aktiver ist und weil ich ihn jetzt auch auf der Tour gesehen habe, der Gabirano, aber Noelia ist auch ein wirklich super toller Mensch. Masterbull D fragt, wie lange hast du für ein Video? Also für ein Video ist je nach Video. Ich meine, wenn ich zum Beispiel ins Wallis fahre, ins Bündnerland, wo ich eine sehr weite Reise habe, dann habe ich länger. Wenn ich das Video in Basel mache, dann habe ich ein bisschen kürzer, aber insgesamt mit Schnitt ist der Schätzwert pro Video 12 Stunden, wobei jetzt nicht mehr ganz alle 12 Stunden auf mich entfallen, weil ich ja, vielleicht erinnert ihr euch noch daran, im Sommer habe ich mal ausgeschrieben, wer Lust hat, meine Videos zu schneiden. Und ich habe 2 hervorragende Cutter kennengelernt, die mir die Videos schneiden. Die bezahle ich auch dafür. Das heisst, der Schnitt entfällt. Aber natürlich immer noch mit dem Organisatorischen und allem habe ich etwa 20 Stunden pro Woche, die ich für YouTube aufwende, was neben dem Studium ja recht anstrengend ist. Ida Bayer sagt, bitte sag doch jetzt 30 Sekunden lang nur gute Sachen über Zürich. Also, warte, ich mache die Stoppuhr. So. So, das sind jetzt 30 positive Sekunden über Zürich gewesen. Das Licht ist leider ein bisschen abverreckt gerade, sorry. Ich hoffe, ihr tragt mir das nicht nach. Aber ja, nächste Frage. Der Elvis will wissen von 1 bis 10, wie herzig das er ist. Der Elvis ist mega herzig. Der Elvis ist die Katze von Lukas und seiner Schwester. Und die hat ein Instagram-Profil. Ihr habt es ja gerade gesehen. Ihr dürft dort gerne mal vorbeischauen. Er ist wirklich mega herzig. Ein bisschen pummelig, aber das macht ihn eigentlich noch herzig. Und er sieht immer aus, als würde er grinsen. Der andere 02 will noch etwas anmerken. Das Leben ist hart. Alter, immer mit das Leben ist hart, will ich wohl nie wieder los. Und es ist eben hart, aber offenbar habe ich hart so lustig ausgesprochen, was mir dann natürlich zu diesem Zeitpunkt nicht bewusst war. Aber naja, jetzt werde ich mal... Irgendjemand meistelt mir dann auf den Grabstein. Das Leben ist hart. Ja, dass sich auch schön alle daran erinnern. Die nächste Frage von Adina. Kannst du mal auf Langnau im Emmental kommen? Bin ich gerade gestern gesehen am Langnau-Match gegen Kloten, 4:3 Schlussresultat. Ich bin jetzt wirklich schon 3-mal dort gewesen, am Hockeyspiel. Ja, mein Beileid an HCD. Fühlt sich sicher scheiße auch gegen Biel so fertig. Egal. Ja. Das schneide ich raus. Die nächste Frage von Zysano4. Kommst du mal in Thurgau für ein Video? Ich bin schon 2-mal im Thurgau gesehen. Einmal, das eine Video heisst «Chinesen und Japaner stören meine Optik». Ich glaube, das rassistischste Wort bzw. der rassistischste Satz, den ich je in meiner ganzen Laufbahn auf YouTube gehört habe. Und das andere ist halt am Frauenfeld Open Air. Das ist sogar mein meistgeklicktes Video. Es hat mega viele Klicks aus Deutschland, weil ja, ich muss mal das Thumbnail anschauen. Ich gebe dazu, das ist vielleicht auch ein bisschen frohlockend, um auf das Video zu klicken.
Nutella Alina fragt, was dein peinlichste Erlebnis war. Es gibt nichts, was wirklich so mega peinlich. Aber etwas mega Peinliches, was kürzlich passiert ist, etwa ein Jahr her, am Geburtstag von meiner Mutter. Und ich habe dort Fotos gemacht. Und dann hat irgendwie einer gesagt, du machst Fotos. Und ich habe einfach nichts überlegt. Ich habe wirklich überhaupt nichts überlegt. Ich habe einfach irgendetwas gesagt. Ich habe gesagt, ja, heutzutage kann man ja schon mit einem Foto Millionen machen. Das Blödste, was man sagen kann. Das wirklich Blödste, was man sagen kann. Und dann nachher hat mir mein Vater gesagt, du Lionel, das war im Fall ein zigfacher Millionär gewesen. Der kommt definitiv besser draus, wie man Geld macht. Und ich weiß ja gar nicht, warum ich so etwas Blödes gesagt habe. Das hätte ja eigentlich null zu dieser Geburtstagsparty passt. Die nächste Frage von Alessio Kus. Zockst du zum Teil auch, also Konsole oder auf dem Computer? Ja, ich zocke gerne FIFA, aber eben, die Konsole ist bei meinem Mitbewohner von der WG jetzt daheim, weil es seine ist. Und dementsprechend haben wir momentan keine in der WG. Und darum komme ich oft bei dir vorbei, FIFA spielen und dich besiegen. Genau, das habe ich auch gehört. Die Enya will wissen, bist du Single? Kein Kommentar. Die nächste Frage von Luca. Was ist dein grösster Traum oder dein grösster Wunsch? Momentan ein richtig grosser Wunsch oder eine richtig grosse Sache, die ich gerne machen würde, wäre mal eine Kirchenorgel spielen. Ich glaube, ich nehme bald Orgelunterricht. Ich finde Orgel so ein geiles Instrument. Und ich habe eben eine ersteigert auf Ricardo für 1 Franken. Und seither komme ich so ein bisschen rein. Ja, ich glaube, aber das wäre wirklich ein Traum, mal Kirchenorgel spielen. Die nächste Frage ist von Nina Anna Püller. Wo findest du immer die Leute, die kreuzfalsch antworten? Ich weiß nicht, ob ich euch das jetzt verraten soll, weil es ist eigentlich Betriebsgeheimnis, aber es gibt 2 Faktoren. Ich habe erstens mal das Auge dafür mit der Zeit bekommen. Das heisst, wenn ich euch mit dem Mikrofon anspreche, ist es eigentlich kein gutes Zeichen, wenn ich ehrlich bin. Also es gibt 2 Zeichen. Entweder heisst es, dass ihr interessant aussehen oder ihr seid hübsch und gut fürs Thumbnail. Meistens ist es das Erste. Und das Zweite ist, ich gehe einfach in die Nähe von McDonald's und das funktioniert eigentlich. Das nächste ist Lionel sein absoluter Lieblingskommentar vom türkischen Dürüm sind der Beste. Du Hundesohn, ich ficke deine Mutter. Das ist der beste Kommentar, den ich wirklich je bekommen habe. Und den tue ich mir irgendwann noch ausdrucken und einrahmen. Weil, überlegt euch ganz kurz, was er ganz genau gesagt hat. Ich bin ein Sohn von einem Hund und er fickt meine Mutter. Wie blöd darf man sein? Und dann noch der Username. Also, das ist einfach das Highlight von YouTube bislang.